Der Ahmed aber war so sicher, dass er eigentlich gewonnen hätte, dass er beschlossen hat, seinen Pfeil zu suchen, um es allen anderen zu beweisen. Er ist langsam in die Richtung gelaufen, wo der Pfeil geflogen war, und hat den Boden gründlich abgesucht. Er hat geschaut und gesucht, ist immer weiter und weiter gelaufen, aber er hat keine Spur von seinem Pfeil finden. Endlich ist er an eine hohe Felswand gekommen. Also darüber hätte doch mein Pfeil unmöglich fliegen, hat Ahmed gedacht. Und tatsächlich, genau vor dieser Felswand ist der Pfeil am Boden gelegen. Wie ist das nur möglich? Hat er gedacht. So weit kann doch kein Mensch schiessen. Und er hat geahnt, dass bei dieser ganzen Sache ein Geheimnis mit im Spiel ist. Als er die Felswand genauer angeschaut hat er den Umriss von einer Tür entdeckt. Mit beiden Händen hat er dagegen gedrückt und die Tür hat nachgegeben. Der Ahmed ist eingegangen und ist auf einmal in einem prächtigen, unterirdischen Palast gsi. Gewaltige Kronleuchter haben glitzert und gefunkelt, kostbare Möbel hat's gehabt und herrliche, weiche Teppiche und überall die prächtigsten Blumensträusse. Eine wunderschöne, edle Dame ist ihm Ahmed entgegengekommen und hat ihn freundlich begrüßt. »Willkommen, Prinz Ahmed«, hat sie mit sanfter Stimme gesagt. »Ich bin die Fee Peribanu. Mein Vater ist ein mächtiger Geist, ein Dschinn, und meine Mutter eine Prinzessin. Ich kenne dich und deine Brüder schon lange. Ich habe den Zauberteppich, das Elfenbeinrohr und den Äpfel verkaufen lassen. Es sind meine wertvollsten Schätze. Ich war es auch, wo dein Pfeil durch die Luft getragen hat, bis dahin. Bist nicht länger traurig, dass dein Brüder Ali die schöne Nur al-Nahar zur Frau bekommen hat. Er wird mit ihr glücklich, aber auch du kannst glücklich werden. Weisst, von Geburt an sind wir beide füreinander bestimmt. Möchtest du mich heiraten und mich von Herzen lieb haben? Der Prinz Ahmed hat voller Staunen die wunderschöne Fee Peribanu angestaunet. Sie war noch lieblicher und zauberhafter als Prinzessin Nur al-Nahar. Im Prinz Ahmed sein Herz hat vor Aufregung und Freude wie wild angefangen zu klopfen, und mit zittriger Stimme hat er gesagt: »Peribanu, du bist so sanft und schön, ich kann gar nicht anders als dich lieb haben. Ich bin stolz und glücklich, wenn ich dein Mann werde.« Der Prinz Ahmed und die Fee Peribanu haben geheiratet. Viele Tage, nein, viele Wochen hat das Hochzeitsfest gedauert. Auch der Vater, der Brüder Hussein und der Brüder Ali und die schöne Nur al-Nahar sind zu dem Fest eingeladen gsi. Der Prinz Ahmed und seine Fee Peribanu sind sehr glücklich geworden miteinander und haben noch lang und zufrieden in ihrem prächtigen Palast in den Felsen gelebt.